Servus bei der Ham in Bayern. Heute bin ich am Abrahamhof und da gibt es so schöne Geranien. Kompliment, Cordula, die schaut wirklich gut aus. Die pflegst du, gell? Das ist Ja. so deine Aufgabe. Danke für das Kompliment, Kathi. Ja, das ist mein Job. Ja, so stellt man sich einen bayerischen Bauernhof vor. So muss das ausschauen. Also, wenn Geranien nicht dabei waren, dann darf da irgendwas fehlen, da ich sagen. Ja, und wie man es einpflanzt, das haben wir euch schon mal gezeigt in Folge 71. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Aber jetzt, die Cordula erzählt uns heute, wie man die Blumen hegt und pflegt, oder? Ich liebe die Geranien, vor allem die roten. Und wenn du wissen magst, warum die so schön sind, dann darf ich dir das gern verzeihen. Ja, da bin ich dabei. Die gute Nachricht, Geranien, die sterben nicht gleich. Die halten schon wirklich was aus, aber trotzdem brauchen sie viel Wasser, oder? Ja, Geranien brauchen schon viel Wasser. Und zwar am allerliebsten wegen so abgestandenes Wasser. Also nicht eiskalt gleich aus dem Wasserhahn raus in die Gießkanne, sondern lieber mal 24 Stunden stehen lassen. Dann ist es so außentemperaturmäßig und dann bitte schön von unten gießen, nicht über die Bladel und vor allen Dingen nicht bei heißer Sonne. Und dann darfst du lieber sparsamer, aber durchdringend gießen. Du kannst also durchaus einen Tag Pause machen und da merkst du, da tropft es ganz schön, die Wurzel ist gesättigt. Hast du es gut gegossen? Ja, und unser Vorteil ist das große Vordach, das wir haben. Es regnet also praktisch selten direkt auf die Geranien auf. Heute zum Beispiel wäre es richtig blöd, wenn wir keins hätten, weil da darf es nämlich ganz schön drauf regnen. Und dann schimmelt die Sache dahin. Ausputzen, das ist ein großes Thema. Geranien verwelken ja auch. Wie magst du das jetzt am besten auszupfen? Oder? Beim Pflegen muss man halt schauen, dass man alles, was ein bisschen überstandig ist, was ein bisschen verblüht ist, wie das da zum Beispiel, das nimmt man raus mitsamt dem Stängel. Und wenn die großen Blüten verblüht sind, dann gehe ich hin und knicks unten, ganz unten an der Blattachse ab und nehme den ganzen Stiel mit, weil sonst darf sich die Energie da rein verlagern und verhindern, dass die Geranie als solche noch schön blüht. Ah, ja. Und wenn man ganz viel Zeit hat, dann kann man die Ohrenzellen abmachen, aber das ist einfach viel zu viel Arbeit für mich. Das hätte ich jetzt gemacht. Ja. Weil ich denke mir, die ganzen anderen schönen Blumen, die blühen ja noch. Aber du hast schon recht, wenn man keine Zeit hat, dann zack, und dann Aber haben sie schau auch wieder mal, Platz. wenn du das jetzt wegnimmst, das spannst du eigentlich gar nicht so. Eben, dann schaut es wieder Und die, sauber aus. Ja, eben, und die anderen blühen dafür umso schneller auf. Das ist viel schöner. Wir haben in der letzten Geranienfolge schon gesagt, Düngen ist wichtig. Und vor allem die Geranien, die brauchen ja einen Dünger, weil die können ja sogar bis in November neu blühen. Da gibt es ja speziell einen Geraniendünger zum Kaffer. Ich weiß nicht, hast du irgendeinen Spezialtipp für uns? Also das ist ein Teamwork. Mein Mo mischt mir die Erde mit zweijährig abgelagertem Rindermist. Unten kommt eine ganz kleine Lage Schafwolle rein. Die speichert mir die Feuchtigkeit nochmal und verrottet langsam, gibt dadurch Dünger ab. Und dann alle 10 Tage ein bisschen einen handelsüblichen Dünger. Dann haben sie ihre Blühkraft bis in den November. Im Spätherbst kommen die Geranien dann ins Winterlager. Jetzt einmal ganz ehrlich, Cordula, Winterlager, braucht man das überhaupt oder kauft man nächstes Jahr einfach neue Blumen? Also meine Lieblingsgeranien und die ganz großen Steck, die tue ich überwintern, kühl mit ein bisschen Wasser. Und die kleinen Geranien, die muss ich ehrlich sagen, werfe ich weg. Weil dann kann ich mir nächstes Jahr einfach das leisten, dass ich nach meinem momentanen Gefühl meine Farm zusammenstellen will, haben will. Und es schaut wieder ganz anders aus. Da hast recht. Vielen Dank für die super Tipps von dir. Ja. Hat mich echt gefreut. Und euch daheim wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hegen und Pflegen von euren Geranien. Servus bei der Ham in Bayern. Heute bin ich am Abrahamhof und da gibt es so schöne Geranien. Kompliment, Cordula, die schaut wirklich gut aus. Die pflegst du, gell? Das ist Ja. so deine Aufgabe. Danke für das Kompliment, Kathi. Ja, das ist mein Job. Ja, so stellt man sich einen bayerischen Bauernhof vor. So muss das ausschauen. Also, wenn Geranien nicht dabei waren, dann darf da irgendwas fehlen, da ich sagen. Ja, und wie man es einpflanzt, das haben wir euch schon mal gezeigt in Folge 71. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Aber jetzt, die Cordula erzählt uns heute, wie man die Blumen hegt und pflegt, oder? Ich liebe die Geranien, vor allem die roten. Und wenn du wissen magst, warum die so schön sind, dann darf ich dir das gern verzeihen. Ja, da bin ich dabei. Die gute Nachricht, Geranien, die sterben nicht gleich. Die halten schon wirklich was aus, aber trotzdem brauchen sie viel Wasser, oder? Ja, Geranien brauchen schon viel Wasser. Und zwar am allerliebsten wegen so abgestandenes Wasser. Also nicht eiskalt gleich aus dem Wasserhahn raus in die Gießkanne, sondern lieber mal 24 Stunden stehen lassen. Dann ist es so Außentemperatur.